Der Weg war lang und es war nicht immer einfach. Ich musste viel kämpfen und aushalten. Das stimmt schon. Aber jetzt, wo ich es geschafft habe und Lehrerin bin, weiß ich auch, wer ich bin. Feyza ist für mich ein Vorbild. Sie ist toll. Ich habe das Gefühl, dass es passt. Wir kommen aus derselben Welt. Die Feyza ist für mich ein Riesengeschenk. Sie vermittelt zwischen den Welten, in denen sie groß geworden ist, und nimmt mich da immer mit und lässt mich teilhaben. An einem Samstagvormittag im Mainzer Stadtteil Weisenau. Hier ganz in der Nähe ist Feyza Cikcek aufgewachsen. Ich erinnere mich daran, dass wir, als ich noch ein Kind war, regelmäßig hier im türkischen Supermarkt eingekauft haben. Ich habe eine türkische Herkunft und liebe türkisches Essen. Das ist meine türkische Welt und ich habe auch eine starke türkische Identität, die ich liebe. Kısır güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun. Taze görünüyor. Ne zaman yaptın? Bu sabah yaptım. Tarifi nedir? 8 Monate nach meiner Geburt kam die Diagnose, dass ich schwerhörig bin. Links hochgradig bis an Taubheit grenzend und auf dem rechten Ohr völlig taub. Ich habe noch einen älteren Bruder, der auch schwerhörig ist. Bei ihm wurde die Diagnose erst gestellt, als er 4 Jahre alt war. Şöyle. Oturabiliriz. 2 Kinder mit Hörbehinderung in einem fremden Land. Für Feyzas Eltern, die als Gastarbeiter nach Deutschland kamen, war das keine leichte Situation. Ja, ich könnte nicht so gut Deutsch, aber wir haben viel Hilfe bekommen. Dafür sind wir dankbar. Wir hatten viele Termine, Akustiker, Arzt, Krankenhäuser. Wir wollten das Beste für unsere Kinder geben. Bis ich in den Kindergarten kam, habe ich ausschließlich Türkisch gesprochen. Vom Gefühl her bin ich auch sehr stark im Türkischen verwurzelt. Die türkische Kultur ist wärmer und man hat einen stärkeren Zusammenhalt. Für meine Eltern war es sehr wichtig, dass ich Türkisch sprechen kann. Wir sind deshalb auch jedes Jahr in die Türkei geflogen. Sie mussten viel sparen, um sich den Urlaub leisten zu können. Und ja, das alles, damit ich mit meinem Opa und meiner Oma Türkisch sprechen konnte. Als Muslima besuchte Feyza als Kind auch regelmäßig hier in Mainz die Moschee. Ja, für meine Eltern war es wichtig, dass ich meine Religion kenne und weiß, was der Islam bedeutet. Ich bin damit aufgewachsen, dass wir samstags und sonntags die Moschee besucht haben. Da habe ich dann Religionsunterricht bekommen. Und auch gelernt, wie man den Koran liest. Im Koranunterricht war es für mich nicht immer leicht. Ich war die einzige Gehörlose, alle anderen waren hörend.
Während des Unterrichts wurde immer gemurmelt, das ist typisch so, aber ich habe dann gar nichts mehr verstanden. Also saß ich einfach da, war still und habe mir meine Gedanken gemacht über das Gelesene. Da habe ich dann gemerkt, dass ich anders bin als die anderen. Hier in Mainz war ich in einem Kindergarten für Hörende. Das war eine schöne Zeit, obwohl ich nicht mehr viele Erinnerungen daran habe. Aber ich erinnere mich noch an die sonderpädagogische Frühförderung. Da habe ich viel Unterstützung bekommen, zum Beispiel durch Hörübungen und Sprechübungen und konnte mein Deutsch trainieren. Auch in dieser Welt der Hörenden war Feyza also anders. Im Alter von 6 Jahren kam ich ins Internat. Anfangs, also normalerweise muss man ja Sonntagabends ins Internat fahren, aber ich habe anfangs viel geweint und hatte Heimweh. Ich habe viel geweint, klar, ich war ja erst 6 Jahre, also noch sehr jung. Aber der Vorteil war, dass mein Bruder auch schon an dieser Schule war und da konnten wir uns dann gegenseitig unterstützen. In dieser Zeit habe ich gemerkt, dass wir beide anders waren als unsere hörenden Freunde in Mainz, denn die konnten ja dort bleiben. Mein Bruder und ich mussten ins Internat, weil wir ja auf der Förderschule waren. Es war sehr schwierig. Mein Sohn war in Frankenthal in der Schule mit Internat. Und wir wollen Feyza zu Hause haben, aber für die Feyza schwer in der Regelschule. Deswegen muss sie auch nach Frankenthal. Das ist schwierig, aber richtige Entscheidung. Feyza ging zur Augustin-Violett-Schule. Wir sind jetzt an meiner ehemaligen Schule. Es ist echt schön hier. Ich war von der 1. bis zur 10. Klasse hier, also 10 Jahre. Das war eine schöne Zeit. Es ist jetzt Freitagnachmittag. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer sind also schon weg. Mein damaliger Lehrer aber, der kommt gleich und ich freue mich darauf, ihn hier zu treffen. Hallo Feyza. Hallo, Matthijs. Schön, dass du kommen konntest. Wie geht's Ihnen? Gut, und dir? Komm, wir gehen rein. Tolle Sachen aus dem Kunstunterricht. Ja, es sieht mega schön aus. Haben Sie echt schön gemacht. Gut. Kunst ist nicht so meine Stärke. Ich erinnere mich noch an die Zeit hier. Ich war ja von der 1. bis zur 10. Klasse hier. Immer in schwerhörigen Klassen. Da wurde nur ganz wenig oder besser gesagt gar nicht gebärdet. Also nur so ein bisschen LBG. Aber in den Pausen, auf dem Pausenhof, da wurde gebärdet. Und im Internat hatte ich eine Zimmergenossin, die gehörlos war. Sie brachte mir die Gebärdensprache bei. Sie heißt Fung. Das ist ihr Gebärdenname. Das war eine tolle Zeit, weil ich dadurch Interesse an der Gebärdensprache entwickelt habe. Feyza hat ja nur gesprochen und konnte keine Gebärden. Ich habe mich mit ihr ausgetauscht und ihr die DGS-Begriffe und Bilder gezeigt und erklärt. Zum Beispiel Begriffe wie Schule, Lernen oder Spielen. Jeden Tag habe ich ihr neue Gebärden beigebracht. Ich mochte Feyza und wir waren immer zusammen. Ich wollte nicht allein sein und fand sie interessant, also klebten wir förmlich aneinander. Wir sind zusammen aufgewachsen. Ich habe ihr weiter Gebärdensprache beigebracht und bin echt froh, dass ich mich mit Feyza über 10 Jahre so toll austauschen konnte. Ich bin froh und stolz auf Feyza. Von meiner Zimmerpartnerin Fung habe ich die Gebärdensprache gelernt. Das war mega. Ich habe eine neue Sprache gelernt, ein neues Kommunikationssystem. Das war super und ich liebe die Gebärdensprache, denn wenn ich mal keine Lust zu sprechen habe, kann ich jetzt gebärden. Das ist echt ein Vorteil und ich fühle mich damit wohl. Ah, hier war unser alter Klassenraum. Kann ich den sehen?
Boah, hat sich so viel verändert. Alles moderner geworden. Moderne, ja. Die Faeser war in ihrer Schulzeit auch eine hervorragende Schauspielerin und hat bei vielen unserer Theaterstücke an Weihnachten Hauptrollen gespielt. Ich erinnere mich an Hänsel und Gretel, Peterchens Mondfahrt, Dornröschen und andere. Faiza war auch eine gute Basketballspielerin, als Teil der Gemeinschaft und auch wieder nicht. Als Hausaufgabe. Ich erinnere mich, dass in der 5. Klasse hier schwerhörige und gehörlose Schülerinnen und Schüler gemeinsam in einer Klasse unterrichtet wurden. Das war eine schöne Zeit, aber in den Pausen bemerkte ich, dass die gehörlosen Schüler eine eingeschworene Gemeinschaft bildeten. Das war erstmal schön anzusehen und ich hatte ja auch Kontakt zu ihnen, aber ich fühlte mich nicht als Teil dieser Gruppe. Irgendwie passte ich nicht dazu. Der Grund war, dass ich schwerhörig war. Ich kam aus der schwerhörigen Welt. Aber es gibt ja eigentlich keine schwerhörige Welt. Bei Gehörlosen ist das anders. Sie haben diese eigene Welt, eine eigene Kultur und eine eigene Sprache. Das ist schön. Aber in der Welt der Schwerhörigen gibt es diese eigene Sprache und eigene Kultur nicht. Ich glaube, dieser eingeschworenen Gruppe der Gehörlosen war nicht bewusst, wie sich die schwerhörigen Schülerinnen und Schüler dadurch gefühlt haben. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, dass ich mich schlecht gefühlt habe. Tschüss, Faeza. War schön, dass du da warst. Ja, war schön. Komm gut nach Hause. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nach der Schule in Frankenthal überlegte ich mir, was ich machen sollte. Ich beschloss, Abitur zu machen und wechselte deshalb an die Schule in Stegen. Die Zeit bis zum Abitur war ganz schön hart. Zum einen, weil ich das Bundesland wechseln musste und zum anderen, weil dort keine Sonderschullehrer mehr unterrichteten. Das waren alles Gymnasiallehrer und das war nicht einfach für mich, denn in dieser Klasse sprachen die meisten. Das Tempo im Unterricht war viel schneller und ich habe vieles nicht mitbekommen. Also musste ich nach der Schule viel nachlernen. Das war für mich nicht so einfach. Ich habe dann auch schlechte Noten bekommen und dachte mir, das liegt halt daran, dass ich so schlecht höre, also schwerhörig bin. Und daran, dass ich Migrationshintergrund habe. Für die schlechten Noten habe ich mich geschämt. Mir hat ein Vorbild gefehlt. Ich hatte zwar viele Freunde, die einen Migrationshintergrund hatten, aber die hatten keine Behinderung. Oder ich hatte viele deutsche hörgeschädigte Freunde, die hatten aber keinen Migrationshintergrund. Oder zumindest nicht dieselben Probleme wie ich. Aus diesem Grund war das alles nicht einfach für mich. Ich hätte zum Beispiel auch gerne einen deutschen Text geschrieben und ihn meinen Eltern zum Gegenlesen und Korrigieren gegeben. Aber das war nicht möglich. Also habe ich die Texte immer an Freunde geschickt. Ich bin denen echt dankbar für ihre Hilfe und Unterstützung. Aber ich habe da viel Selbstbewusstsein verloren. Ich hatte keinen Mut, im Gegenteil. Ich habe mich eher geschämt und zurückgezogen. Damals habe ich mich wirklich schlecht gefühlt. Ja. Als ich 18 Jahre alt wurde, wollte ich mich mehr an hörenden Mitmenschen orientieren. Ich dachte, ich bin ein besserer Mensch, wenn ich besser höre, wenn ich bessere Noten bekomme oder Hörende besser verstehen kann. Deshalb habe ich mir ein CI implantieren lassen, als ich 18 war. Ich habe es dann einige Jahre regelmäßig getragen, aber gemerkt, dass es mir nicht hilft. Aus diesem Grund trage ich es heute nicht mehr. Faiza wusste nicht, wohin sie gehörte. Das änderte sich erst hier, in Heidelberg, an der Pädagogischen Hochschule.
Als ich mein Abitur in der Tasche hatte, habe ich überlegt, was ich als nächstes machen sollte. Eine Ausbildung beginnen oder studieren. Ich war unsicher, überlegte hin und her. Weil viele der Leute, mit denen ich befreundet war, studierten, entschied ich mich, das auch zu tun. Aber was sollte ich studieren? Ich dachte, Lehramt, warum nicht? Und dann habe ich gehört, dass Lehramt in Sonderpädagogik besonders gesucht ist. Also habe ich mich beworben. Und zwar hier. Hier an der PH Heidelberg habe ich mich auch das erste Mal bewusst mit meiner Identität auseinandergesetzt. Professor Johannes Henjes lehrt hier am Institut für Sonderpädagogik. Hier in Heidelberg gibt es das Fach Hörgeschädigtenpädagogik. Offiziell heißt das noch so. Hier werden also Lehrer und Lehrerinnen ausgebildet, die später an gehörlosen und schwerhörigen Schulen oder auch in der Inklusion arbeiten, also gehörlose oder schwerhörige Kinder begleiten möchten. Im Studium geht es um viele verschiedene Themen. Eher lautsprachorientiert geht es um Hörgerätetechnik und Übertragungstechnik. Also wie man das Hören verbessern kann. Bis hin zu bilingualem Unterricht und Gebärdensprache. Klar, der Gebärdensprachanteil muss ausgebaut werden. Traditionell war die Fachrichtung ja eher auf den Lautspracherwerb ausgerichtet. Jetzt hat sich das erweitert. Hier in Heidelberg an der PH gibt es ungefähr 400 Studierende im Fach Hörgeschädigtenpädagogik. Davon sind 20 selbst schwerhörig oder gehörlos. Als ich 2015 hier an die Hochschule kam, hatte ich die Info bekommen, dass es zwar schwerhörige Studierende gibt, aber niemanden, der DGS nutzt. Als ich dann aber im persönlichen Kontakt die Studierenden kennenlernte, stellte ich fest, dass das nicht stimmte. Einige nutzten DGS, andere konnten Gebärden. Wieder andere kommunizierten nur in Lautsprache. Die Gruppe hatte da sehr unterschiedliche Schulerfahrungen. Einige waren an einer hörgeschädigten Schule, einige in der Inklusion. Manche hatten ein CI, andere nicht. Dasselbe galt für Hörgeräte. Mein Gefühl ist, dass einige sich gerade im Studium auch in ihrer eigenen Identität weiterentwickelt haben. Der Kontakt mit anderen Studierenden mit einer Hörbehinderung, aber auch der Erwerb von Fachwissen hat da geholfen. Faiza ist heute eingeladen, um von ihren Erfahrungen zu erzählen. Hallo. Hallo, guten Morgen. Geht's euch gut? Ich würde euch gerne jemanden vorstellen. Oder wer kennt sie schon? Hat vielleicht auch mit ihr studiert? Ich kenne sie nicht. Wann hast du den Abschluss gemacht? Vor 3 Jahren? 2018 habe ich meinen Abschluss gemacht und dann mit dem Referendariat begonnen. Und was machst du jetzt? Jetzt bin ich Lehrerin an einer Schule in Winnenden. Ich glaube, ich lasse dich jetzt von deiner Situation im Studium bis heute berichten. Ich kann mich dann auch setzen, oder? Ja, klar. Am Anfang war ich ziemlich unsicher, ob ich mich hier bewerben sollte oder nicht. Dann habe ich gedacht, ach, egal, ich probiere es einfach und habe meine Bewerbung eingereicht. Und tatsächlich, ich wurde angenommen. Am Anfang des Studiums war ich sehr verschämt. Ich habe immer die Haare über den Hörgeräten getragen, damit man sie nicht sieht. Von anderen Studierenden mit Hörbehinderung bekam ich viel Unterstützung. Sie sagten, ich solle doch mutiger sein. Auch Frau Bogner hat mich sehr unterstützt und mir zum Beispiel erklärt, wie man Nachteilsausgleiche beantragt. Das hat mich sehr gestärkt. Die Dozierenden und die Professorinnen und Professoren in diesem Studiengang hatten ebenfalls sehr viel Verständnis für Hörgeschädigte. Sie haben mich stets unterstützt und mir ihre Hilfe angeboten. Wenn ich mal etwas nicht verstanden habe, wurde es wiederholt. Das war ein großer Vorteil und das hat mich sehr ermutigt. So habe ich auch ein größeres Selbstbewusstsein entwickelt. Hier im Studium habe ich meine persönliche Entwicklung erlebt. Anfangs war ich mehr auf Hören und Sprechen ausgerichtet. Ich habe mich mehr an der Welt der Hörenden orientiert. Dann habe ich zu Beginn des Studiums durch meine Hörgeschädigten, also durch meine gehörlosen und schwerhörigen Mitstudierenden, so viel Empowerment bekommen. Und sie haben mich sehr unterstützt. Im Studium der Sonderpädagogik habe ich mich auch intensiv mit meiner eigenen Hörschädigung auseinandergesetzt. Das ist ja auch Inhalt des Studiums.
Davor hatte ich überhaupt keine Ahnung. Ich wusste, dass ich schwerhörig bin, aber was das bedeutet, das wusste ich nicht. Das war ein richtiges Aha-Erlebnis. Außerdem habe ich die Gehörlosenkultur kennengelernt und das hat mich zurückgebracht zu meinen Anfängen in der Welt der Gehörlosen. Ich habe ganz viel Stärkung und Ermutigung erfahren. Aus meiner Sicht sind die Studierenden mit Hörbehinderung hier eine sehr heterogene Gruppe. Einige tragen CI, andere nicht, dafür Hörgeräte. Einige bringen bereits DGS mit, andere lernen sie hier im Studium. Die Identitäten sind nicht mehr so festgezurrt. Das sind keine reinen Gehörlosen oder reinen Schwerhörigen. Die Übergänge sind eher fließend. Auch in der Kommunikation in DGS sind die Studierenden flexibler. Sie passen sich der Situation in der jeweiligen Gruppe an. Unter Schwerhörigen und Gehörlosen nutzen sie DGS oder LBG. Mit Hörenden die Lautsprache. Soweit möglich. Vielleicht kann man sagen, dass die Situation der jungen Leute mit Hörbehinderung eher durchlässiger geworden ist. Sie verharren weniger in ihren Gruppen. Das ist nicht schlecht. Faiza arbeitet heute als Sonderschullehrerin an der Schule beim Jakobsweg der Paulinenpflegewinnenden. Ihre Klasse ist etwas Besonderes. Die Schule beim Jakobsweg ist eine berufliche Schule, ganz speziell für junge Menschen mit einer Hör- oder Sprachbehinderung. Bei uns können die jungen Menschen den Hauptschulabschluss machen und weiter bis über den mittleren Bildungsabschluss, sogar bis zum Abitur. Ein ganz besonderer Zweig bei uns ist das Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf, speziell für junge Menschen mit Flüchtlingshintergrund. Das heißt, diese jungen Menschen, Gehörlose oder auch stark Schwerhörige, kommen dann ohne Deutschkenntnisse nach Deutschland, vielleicht auch ohne Gebärdenkenntnisse und können da mehrere Jahre erstmal ankommen und dann mit der Zeit dann auch die Prüfung zum Hauptschulabschluss ablegen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie viel Uhr haben wir? Guten Tag. Guten Tag. Wie geht's euch? Wie viele Kontinente gibt es auf der Welt? Wie viele? 7. Südamerika. Südamerika. Australien. Nordamerika. Boah, sehr gut gesprochen. Gut. Mit S klappt nicht. Ah, das musst du anders machen. Wie? Die Schülerinnen und Schüler hier stammen aus unterschiedlichen Ländern, zum Beispiel Syrien, Irak, Spanien, aus ganz verschiedenen Ländern. Sie haben nur minimale Kenntnisse ihrer Muttersprache oder der Gebärdensprache ihres Heimatlandes. Sie kommen praktisch ohne Sprache hierher nach Deutschland, ohne ein funktionierendes Kommunikationssystem. Wenn sie dann endlich hier in der Schule sind, fangen wir langsam an. Schritt für Schritt. Mit einzelnen Gebärden und gehen dann zu DGS über. Es ist schön zu sehen, wie schnell die Schülerinnen und Schüler lernen und dass sie in kurzer Zeit bereits die Sprache beherrschen. Meiner Meinung nach passt Faiza perfekt zu dieser Klasse. Sie hat selbst einen Migrationshintergrund. Sie ist taub. Sie hat ein CI. Sie spricht die Gebärdensprache und die Lautsprache. Sie kann sich in die Lage der Schüler einfühlen, sie empowern. Sie kann sie gleichzeitig motivieren und fordern. Und sie kann ein Vorbild sein. Als Faiza neu an die Schule kam und ich sah, dass sie wie ich hörgeschädigt ist, als ich sah, dass sie schwerhörig ist, habe ich mich gefreut.
Denn meine Schülerinnen und Schüler haben nur ganz selten Lehrkräfte, die selbst hörgeschädigt sind. Es ist aber so wichtig, ein Vorbild für alle sein zu können. Also für die Hörgeschädigten und die hörenden Schüler. Zusätzlich hat sie einen Migrationshintergrund, durch den sie für alle ausländischen gehörlosen Schüler ein Vorbild sein kann. Dafür, wie man sich entwickeln kann. Das ist toll und so wertvoll. So, ich habe hier diese Platten für euch vorbereitet und zugesägt. Sie liegen auf euren Arbeitsplätzen. Was machen wir als erstes damit? Und was schleifen wir? Die Kanten? Die Flächen? Genau, die Kante. Die ist scharf, die muss weg. So, damit ihr euch nicht verletzt. Und wie weit feilt ihr? 80 mm. Und dann rundrum. Gibt's noch Fragen? Gut. Okay. Auf geht's. Die Klasse hat auch fachpraktischen Unterricht in den Werkstätten der Paulinenpflege. So können die Jugendlichen schon mal reinschnuppern ins Berufsleben. Das sind 80. Sehr gut. Das hast du sauber hingekriegt. Jetzt einspannen und gerade feilen. Ich habe mein Ziel erreicht, ja. Ich bin in 3 Welten aufgewachsen, aber in keine dieser Welten habe ich so richtig gepasst. Ich konnte weder Deutsch so richtig und war auch nicht perfekt in Gebärdensprache und in Türkisch erst recht nicht. Die Menschen in diesen Welten entschieden, ob ich dazugehöre oder nicht. Du bist nicht deutsch, du bist nicht taub, du bist nicht türkisch. Ich fühlte mich nirgends zugehörig. Das war ein einziges Chaos. Mit der Zeit bin ich selbstbewusster geworden und habe gemerkt, dass es allein meine Entscheidung ist, zu sagen, wer ich bin. Ich lebe in allen 3 Welten und gehöre in jeder dazu. Das kann ich selbst entscheiden. Heute kann ich selbstbewusst sagen, ich entscheide, wer ich bin. Juhu, geschafft! Check. Check.